Welkom voor het nächste thema, de vedreide life. Mijn naam is Gabrielle Kroon en ik freue mich, dat ik door Bibel is. Wo fällt sich die dort verang? Ich möchte de life so wiedergeben, dass der Nächste das verstehen wird. Wo kann ich, dass das Reich ankommt? Verang fällt sich mir das so, ich möchte de life aber die verstehen meine life nicht. Oder ich verstehe die anderen nicht. Ich verstehe das nicht und ich weiß vielleicht an mich, naja, der meint das vielleicht gut, aber ich kann das nicht recht verstehen. Von der ist das Thema von der verdrehte life. Und das gibt 4 verschiedene Sorten von life. Als ich die begrijpen kan, als ik werkelijk kijken naar hoe functioneren deze 4 Sorten von life, dann kann ich viele Dinge besser verstehen. So, die erste Sorte life, das ist Eros, das ist die körperliche life, was Partners unter sich haben oder wo eine Abrazo, eine Umarmung ist. Und wo das ist, was eine körperliche life ist, wo viele verschieden darauf reagieren, welche die gleichen dort und welche die gleichen dort nicht so sehr. So, da reagieren die verschieden auf die körperliche life. Und der nächste life ist Stergo. Stergo, das ist die Familie-life. Eine Mom, die hat automatisch das Gefühl, ich muss meine Kinder versorgen. Der Vater kriegt so, der fällt die Verantwortung für die Familie. Das ist eine life, was Gott einfach an den Menschen gesagt hat. Die Geschwisterlife, die können noch so zanken, aber machen sie sich verteidigen, wollen sie sich einmal topstehen. Die meisten wenigstens, wo dann doch für einer oder den anderen streiten wollen. Die wurden alle angerieben, wann von dieser Familie was passiert, als wann von anderen Menschen dort ist. Also das ist eine Familie-Life, die uns verbindet. Und der dritte Life ist der Phileo-Life. Phileo-Life ist Freund. Ein Schüler in seiner Klasse, der wird zum Beispiel nicht für jedermann in der Klasse über rein feilen. Der hat Freunde, die alle gleichen als andere. Die brauchen auch nicht in der Klasse sein. Erwachsene Menschen, Früher oder Männer, die haben verschiedene Freunde. Und das ist eine Life, was sich beschrieben wird auf eine Freundeslife. Das gibt verschiedene Sorten von Life und jeder Sort ist gut. Da muss ich die Tod sprechen. Jede Sort ist gut. So, dann habe ich die ersten 3 Sorten Life. Und diese 3 Sorten Life, das ist noch was menschlich ist. Was wir körperlich haben, wo wir körperliche Life haben, wo wir Familie-Life haben, wo wir Freund-Life haben. Und wenn die denken, dass okay, in welcher Beziehung sie ich zu einer Person, welche Life braucht die Person. Wenn die dort nicht unterscheiden kannst, kannst du vielleicht besser verstehen, auf welche Wahrheit Gott den zu leben. Aber all diese 3, ohne die 4, funktionieren nicht. Dann trifft man meist einmal erreicht, dann trifft man meist einmal so, dass das nicht passend ist. Oder man einem fehlt die Weisheit zu werden. So, und der 4. Life ist Agape. Agape Life, das ist der Life von Gott. Wenn du die ersten 3 Sorten Life mit der Agape Life verbindest, dann wird die dort funktionieren. Dann gibt es eine Life, die höher ist als alles Ewige. Wenn du für denkst, ich kann meist nicht vergeben, oder mir fällt das schwer, denn eine Umarmung zu geben, die körperliche Life zu geben, oder zu deinem Partner, dann zu sagen, Gott, ich will das durch deine Life, durch die Agape Life, weil ich den nächsten Leben so aus dem dort fehlen wird. Die Abrazos, die Umarmungen oder auch die Familie-Life, die Kinder abtragen, eine Familie mit den Eltern. Die Eltern nicht nur menschliche Life zu leben, sondern sein durch die Familie-Life, wo ich habe, die will ich aber verstehen durch Gott seine Life, dass die stark wird. Dass die Freundes-Life, die Freund, die wirst du nicht immer verstehen können mit deinen Freunden, aber dann nimm die Life von Gott und die wirst Weisheit kriegen, wo kann ich die leben, dass die anderen dort verstehen kann, oder dass ich das auch verstehen kann. Und da ist das wichtig, wo kriege ich die Life von Gott? Da möchte ich die Reema 4, Vers 5 lesen. So, da sagt das so steht. Hoffnung laat uns nicht zu schön werden, weil uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Liebe an unsere Horten gegeben ist. Durch den Heiligen Geist können wir die Liebe von Gott haben. Der Heilige Geist ist uns Begleiter von jeder Tag und der kann uns auf jede Minute, in jeder Situation, die rechte Liebe von Gott geben. Dass das der rechte Liebe ist, was der Nächste braucht. Nicht unbedingt, was ich feil, sondern was der Nächste braucht. Ich möchte die Mut machen. Seg den Heiligen Geist, freu in jeder Moment an Begleitung für den Tag,
dat du deine Familie, deinen Partner und jeder Sorte von diesem Leben reich leben kannst, dat du das reich anwenden kannst für deine Freunde und für deine Familie, aber auch für dich selbst. Lass dich füllen von dem Leben von Gott. Und von dir will ich das Jebäd sprechen. Vor dem Himmel, ich komme für dich mit meinem Hart, mit meinem Körper, mit alles, was ich sehe. Ich brauche von allen Feiersorten Leib, aber das erste brauche ich deine Leib. Heilige Geist, füll mich ab. Füll mich ab mit deinem Leib, mit deiner Herrlichkeit, dass ich dort fühle, wo du fühlst für den Nächsten, dass ich auf der rechten Weg leben kann, dass ich so lebe, dass deine Leib wie den Nächsten ankommt. Füll mich ab und ich spreche das aus in Jesus seinen Namen. Amen. Lieber Zuhörer, ich hoffe, das hat dir geholfen, zu unterscheiden, wann das Wohnen lebt, dass wir nicht ein verdrehtes leben. Dass wir nicht verdreht haben, der Leib ankommt wie den Nächsten, sondern dass deine Leib so ankommt, dass der Nächste Gottes Leib über alles fallen kann. Und Jesus sein Namen, ich spreche den Segen aus, den Heiligen Geist über dich. Und wenn du Frauen hast, du kannst mich sehr well schreiben.